Für das ihr mitreden könnt, was in eurem Kanton, in den Städten und Dörfern in der Region los ist, berichten wir jeden Tag für euch. Es gibt in Deutschschweiz keine Region, die dabei vergessen geht. Für das schauen 7 Regionalredaktionen und die gut 120 Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten. Pro Jahr machen die 1800 Stunden Radio und schreiben mehrere 1000 Online-Artikel für euch. Hinter einem Radiobericht steckt ein Haufen Arbeit. Ein Arbeitstag geht so. Am Morgen geht es mit der Redaktionssitzung los. Die Journalisten diskutieren, über welche Themen aus der regionalen Politik, Wirtschaft, Kultur und dem Sport sie an diesem Tag berichten. Auswählen tun sie nach strengen Richtlinien. Das Hauptkriterium ist, Themen sind relevant. Das Regionaljournal berichtet über das, was für euch als Schweizer Bürger wichtig ist. Sie prüfen Fakten und reden mit Betroffenen, Kritikern, Experten und Fachleuten und nehmen mit diesen Leuten Gespräche auf. So kann man dann seriös und korrekt über ein Thema berichten. Eine fundierte Recherche ist das A und O in unserem Alltag. Die Gebühren, die ihr zahlt, garantieren, dass sich das Regionaljournal auch in Zukunft gute und umfangreiche Recherchen leisten können. Wenn dann alle Informationen zusammen sind, ordnen wir die Fakten ein, stellen Pro und Contra und Expertenmeinungen zusammen. Die Journalisten schneiden die entscheidenden Aussagen aus den gemachten Gesprächen heraus. Bei dieser Arbeit sind sie immer unabhängig, lassen sich weder von Wirtschaftsgrössen noch von Politikern beeinflussen. Berichten kritisch und fair. Weil nach dem Regionaljournal beste Qualität bieten und Glaubwürdigkeit das wichtigste Gut ist, kommt auch nichts in einen Bericht, der nicht mindestens ein anderes Redaktionsmitglied angeschaut hat. Nach dieser Abnahme wird der Beitrag im Studio aufgenommen. Die Organisatoren sind nämlich überrannt worden von Leuten, die mithelfen bei diesem Flüchtlingstreff. Und den könnt ihr im Regionaljournal auf SRF 1 hören oder über die SRF-App auf unserer Webseite oder als Podcast. Oder ihr leset, was in eurer Region passiert ist. Auf der Webseite vom Regionaljournal oder auf sozialen Medien wie Twitter. Ja, und manchmal kommt im Laufe eines Tages alles anders, als man meint. Es passiert ja ständig etwas auf dieser Welt, auch in den Regionen der Schweiz. Dann kann es sein, dass die Redaktion das ganze Programm umkrempelt, weil es plötzlich ein Thema gibt, das noch aktueller oder noch wichtiger ist. Dann heisst es halt, alles anders voranfangen mit der Sendung. Unabhängig, glaubwürdig, vielfältig. Kein Medium ist in der Deutschschweiz in so vielen verschiedenen Regionen verankert wie SRF. Ohne uns würde weniger über regionale Themen berichtet. Darum ist SRF wichtig, auch in Zukunft. Mit uns habt ihr die Möglichkeit, euch eine Meinung zu bilden und die Demokratie mitzugestalten.